Wie man toxische Kommunikation entlarvt. Wir besprechen in diesem Podcast 5 Kommunikationsarten, die eben toxisch sind. Und das Problem heute wird sein, dass du dich in einigen davon leider wiedererkennen wirst. Aber das Gute daran ist, ich habe heute meine Frau mitgenommen. Ja, Sina, du bist Psychologin und so schön, dass du hier in diesem Podcast mit dabei bist und schön, dass du auch mit eingeschaltet hast hier bei Sunday Night on Air. Sina, wir sind seit 15, bald 16 Jahren sind wir verheiratet. Und ich freue mich riesig und es ist so schön, dich dabei zu haben als Psychologin und ich bin Pastor vom Sunday Night, also zusammen das so ein bisschen anzuschauen, was toxische Kommunikation ist und was es auslöst und wir sind verheiratet und wir haben viele Beispiele. Ja, doch. So sehr einige, viele ja. Beispiele. Genau. Erzähl doch mal von deinem Psychologiestudium. War das für dich, hattest du oft so Momente, wo du sagen konntest, okay, wow, das ist biblisches Wissen oder göttliches Wissen? Hast du Gott in der Psychologie ein Stück weit auch entdeckt? Oder ja, gar nicht? Doch, absolut, auf jeden Fall. Also ich habe schon oftmals gemerkt, wenn ich so über den Inhalt durchgeblättert bin, habe ich schon gemerkt, das kommt mir jetzt sehr vertraut vor. Oder sogar, hey krass, das hat doch Jesus schon längst in der Bibel gesagt, wie man miteinander umgehen soll oder was er uns aufs Herz legt. Hey, das sind jetzt Gottes Gedanken. Und das hat er auch für uns als Paare so vorgesehen. Das war für mich schon eine Riesenerkenntnis immer wieder. Und deshalb bin ich auch so begeistert für die Psychologie, weil es ist nicht einfach nur, ja okay, den Menschen ein bisschen so spüren, fühlen und so weiter, sondern es ist wirklich eine Wissenschaft, die untersucht, wie jetzt eben zum Beispiel das Miteinander so gut, konstruktiv, positiv gestaltet werden kann. Und da merke ich schon, hey, okay, das finde ich jetzt, das sind voll Gottes Gedanken. Und das gefällt mir daher sehr gut, ja. Ich möchte gerne mit dir in das Gespräch starten und dass wir ein bisschen davon anfangen, ein bisschen Einblicke geben in unsere Ehe und in unser Beziehungsleben, weil ich glaube, das hilft einem so ein bisschen zu verstehen, dass es wirklich in der Ehe, dass es komplex ist und dass es gar nicht mal so einfach ist, immer gut und richtig zu kommunizieren. Absolut. Was war für dich der schlimmste Streit, den wir je hatten? Also wir haben ja sehr viel gestritten, das muss ich ja, da kann ich so ehrlich sagen. Wir hatten zu Beginn unserer Beziehung doch schon einige Male auch über unsere Kommunikation, Metakommunikation diskutieren müssen. Wie streiten wir jetzt miteinander? Und zu Beginn hatte ich dann schon vielmals oder oftmals so angewendet, dass ich zum Beispiel den Verlobungsring einfach so weggeschmissen habe aus lauter Überforderung oder ich will dir jetzt zeigen, wie sehr verletzt ich bin und einfach so signalisieren, hey, okay, das war jetzt too much, ich kann nicht mehr, ich will raus, fertig. Und das war für mich schon sehr einschneidend, weil ich wusste, okay, für mich ist etwas vorgefallen, das sehr tief ging, aber auch meine Reaktion dir gegenüber war ja schon heftig. Und ich denke, das waren so die Streitereien, die schon krass waren. Das war wirklich schwierig. Es war für mich wirklich, dass mich zu innerst, hey, ich habe mich doch verlobt, ich will dir mein Leben anvertrauen als Ehemann. Und dann, das war für mich so das Symbol, den Ring auszuziehen, war ein mega starkes Symbol. War schon krass. Für mich, wenn ich aber an den größten Streit denke, dann habe ich mir doch zu Beginn unserer Beziehung auch immer wieder das erlaubt. Ich bin einfach, sobald es ein bisschen emotional wurde, bin ich einfach weggelaufen. Bin ich einfach weggegangen. Du warst, ich weiß noch mal, einmal bin ich einfach ins nächste Tram eingestiegen und abgefahren. Hab dich irgendwo stehen lassen in der Stadt und du wusstest gar nicht, wo du bist. Oder vielleicht das Krasseste, wir waren in Venedig und wir haben nicht das passende Restaurant gefunden. Eigentlich eine Kleinigkeit, aber wir haben so gestritten und es war so... Wir waren so verkracht da, dass ich da bin ich ins Auto gestiegen und einfach nach Hause gefahren. Und dann wirklich also nicht ganz nach Hause gekommen, aber zum Glück. Ich war wirklich eine Viertelstunde unterwegs und habe ich gedacht, okay, ich muss glaube doch wieder umdrehen. Und dann wirklich, ich war so sauer und so und habe dich einfach stehen lassen und dann bin ich irgendwie dann wieder zurückgekommen und habe dich dann gefunden. Ja. Ja, und ich bin doch wieder eingestiegen. Genau. Du bist wieder eingestiegen. Oh. Ja. Zum Glück, wir waren oft auch gnädig miteinander. Und das war mir eben auch jetzt so ein bisschen, wenn wir jetzt durch den Podcast gehen, wir merken immer wieder, oh stimmt, also dieses so toxische Kommunikation oder Streit, das ist wirklich ein Thema, das kommt einfach und man muss sich damit
auf der Metaebene, das hast du vorher gesagt, mal damit beschäftigen. Absolut. Weil es gibt ja immer wieder auch Beziehungen oder Paare oder man hört davon, ja, wir streiten eigentlich nie. Und deshalb ist alles gut bei uns oder wir streiten andauernd, aber trotzdem sind sie dann noch zusammen. Also irgendwie gibt es da ja etwas, das uns etwas darüber sagt, wie steht denn dann jetzt Konflikthäufigkeit zu den wirklich negativen Folgen einer Beziehung. Also man kann nicht daraus schließen, gar nie zu streiten ist automatisch gleich positiv. Also die absolute Harmonie ist nicht unbedingt einfach nur gut. Und es gibt ja auch so ein Modell von Lawson und Hafen aus dem Jahr 2010. Und die haben genau das untersucht. Also wie stehen jetzt eben die Konflikthäufigkeit zu den negativen Folgen? Und sie haben dann auch herausgefunden, dass es eben nicht darauf ankommt, grundsätzlich, wie oft man streitet, sondern wie ist der Streit? Ist er toxisch oder ist er eben konstruktiv? Und genau darum soll es eben auch gehen, jetzt auch in diesem Podcast, oder dass man entlarven kann, hey, was ist dann überhaupt diese toxische Konflikte, was bedeutet das überhaupt? Und dass man dann eben erkennen kann, okay, das ist eigentlich das, was schädlich für die Beziehung ist und nicht Konflikte überhaupt. Also gar keine Konflikte ist auch nicht die Lösung. Genau. Also man soll Konflikte haben, soll Konflikte ansprechen können, aber eben konstruktiv. Ja, genau. Und jetzt müssen wir gemeinsam anschauen, was sind denn toxische Konflikte oder wie kommuniziert man eben dann toxisch? Und da geben wir euch 5 Beispiele. Woher haben wir diese Beispiele? Ja, also diese Elemente, die wir jetzt durchgehen, die kommen von Gottman, also diese Gottmansche Kommunikationsfehler, die man machen kann. Und die gehen wir jetzt gemeinsam durch und die sagen auch, dass diese wirklich auch scheidungsrelevant sind. Also wenn man sich daran sieht, nicht erschrecken, weil wir haben ja jetzt auch Beispiele genannt, man sieht sich mindestens in einem, mindestens 2, 3 Punkten darin, aber einfach erkennen, okay, da muss ich wirklich daran arbeiten, weil diese eine Beziehung zerstören können. Die Bibel spricht so oft darüber, dass wir auf unsere Worte Acht haben sollen. Im Neuen wie im Alten Testament, die Sprichwörter, Jakobus spricht darüber. Ich möchte kurz 2 Bibelverse anschauen mit euch, einfach schon bevor wir über Kommunikation reden. Die Bibel sagt, Sprüche 12, Vers 18, wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Die Worte der Weisen aber sind wie Balsam. Also das ist genau eigentlich das, wer unüberlegt redet oder so verletzt andere, das könnte diese toxische Kommunikation eben sein, aber eben konstruktive Konflikte können wie Balsam sein und können auch eben wieder heilen. Ich finde das noch cool, so in diesem Zusammenhang. Ja. Sprüche 13, Vers 3, wer seine Zunge in Saum hält, wird lange leben. Das ist noch krass. Also wer lernt, gut zu kommunizieren, der wird länger leben. Und das ist krass, weil Beziehung stärkt die Beziehung. Es ist beziehungsrelevant oder eben scheidungsrelevant, die Kommunikation. Ja. Und eine gesunde Beziehung hat wirklich auch Einfluss auf die Gesundheit. Genau. Das haben wir, da gibt es auch viele Studien darüber. Wer aber unbedacht redet, der rennt in sein eigenes Verderben. Ist leider so. Also es gibt eben auch hier so Facts, biblische Facts, die wirklich die Wissenschaft, die moderne Wissenschaft auch nochmal bestätigt. Schaut auf eure Worte, wie ihr sprecht miteinander. Ja. Es beeinflusst euer ganzes Leben. Was sind die 5 toxischen Kommunikationselemente? Ja, genau. Und ich finde, der Punkt überlegt, finde ich sehr treffend, weil man muss wirklich überlegen, was man wie sagt und mitteilt. Und diese 5 kritischen Punkte in der Kommunikation sind eben einerseits, dass man verallgemeinernd ist. Wir gehen ja noch Schritt für Schritt durch, genau. Aber ich zähle es jetzt einfach mal kurz auf, dass man so verallgemeinernde Kritik anbringt, dass man sehr defensiv sich verhält, defensiv ist im Konflikt oder auch verächtlich kommuniziert, dass man provoziert oder wenn man sich ganz zurückzieht von der Kommunikation. Komm, wir starten gleich mit verächtlicher Kritik. Das machst du nämlich immer. Nee, also ich sehe mich jetzt eher in den anderen Punkten. Kritik, ja. Verallgemeinerte Kritik, ja genau. Ja, verallgemeinerte Kritik. Was ist verallgemeinerte Kritik? Ja, kurz gesagt, du
immer, nie. Also das fällt einem sehr, sehr leicht, so dass das über die Lippen kommt. Gerade eben, wenn man Du-Botschaften bringt in Verbindung mit immer oder nie Aussagen. Also du bist immer so gemein zu mir oder du machst nie das, was ich sage und so weiter. Wenn man vorwurfsvoll wird, wenn man in den Angriffmodus geht, wenn man nicht konkret eine Kritik anbringt, ein konkretes Verhalten kritisiert, sondern einfach mal so einen Rundumschlag macht. Eben, du bist immer... schon wieder geht das los und so, da kann die Partnerin kann dann nichts damit anfangen, oder? Oder auch, wenn man die Kritik ausweitet auf andere Situationen, da wird man dann machtlos, weil eigentlich ist jetzt nur gerade die Situation, wir haben ein Restaurant gesucht, wir hatten Hunger, wir waren müde und wenn man dann von dieser Situation dann auf die ganze Beziehung schließt, dann kann das einfach kritisch werden. Oder auch, wenn man dann auf die Persönlichkeit schließt, also du bist halt einfach... Du bist und bleibst halt einfach so eine übertrieben besorgte Person. Das greift dann die Persönlichkeit an und das ist überhaupt nicht mehr konstruktiv. Wenn man sehr laut, wenn man sehr aggressiv ist oder sehr schnell auch spricht und dem anderen überhaupt keinen Raum gibt, auch etwas dazu zu sagen. Und entsprechend damit in Verbindung steht auch das Zuhören und das Aufnehmen der Argumenten des Gegenübers. Also wenn man dem überhaupt keinen Raum lässt, dann ist das sehr, sehr unangenehm für die andere Person. Ja. Es wirkt für mich so wie ein Stempel, den man jemandem aufdrückt, oder? Und das ist dann ist es keine Kritik mehr, hey, das hast du jetzt gemacht, nicht mehr sachlich, sondern es ist wirklich, so ein Stempel, du bist halt einfach so generell. Und das ist wirklich so. Genau. Also mir ist die Bibelstelle in den Sinn gekommen, auch nochmal Sprüche 19, Vers 13b. Eine nörgelnde Frau ist lästig wie ein tropfendes Dach, wie ein ständig tropfendes Dach. Und das ist genauso eine nörgelnde Frau, wenn man immer so kritisiert wird und immer wieder kommt das bla 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 bla. Und man kann es ja nie recht machen und dann kommt das gleich, als wäre der Mann immer falsch. Und das ist aber ist eben lustig, ist es genauso, wenn ich sage, ja, du bist ja immer wieder eine nörgelnde Frau. Also wenn ich ein Beispiel von mir selber machen möchte, wo ich merke, da muss ich aufpassen, weil ich brauche diese Wörter immer wieder, dass ich sage, du bist halt immer so oder immer oder nie. Zum Beispiel, dass ich manchmal denke und das auch schon sage, du bist halt immer streng mit mir. Oder du bist halt du hast ja immer etwas auszusetzen. Du bist halt immer emotional. Weil du emotionaler bist als ich, dann bist du, du bist ja immer emotional. Und dann werte ich gleich damit alles ab. Also das ist mein toxischer Gedanke, wo ich wirklich, den ich auch schon gesagt habe, wo ich gemerkt habe, ups, da muss ich aufpassen, dass ich da nicht in diese Immer-Falle tappe. Fällt dir hast du auch schon ein Beispiel erlebt, wo du selber bei mir aufpassen musst? Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich sage sehr gerne oder sehr oft, du nimmst mich ja nicht ernst. Und das ist dann so verallgemeinernd, oder? Und das ist dann so, was kannst du da noch sagen? Oder es ist, du bist eine Person, die mich nicht ernst nimmt. Ich denke, das geht so in die Kategorie und da muss ich dann aufpassen, hey Sina, bleib konkret, sag, worin du dich nicht ernst genommen fühlst, sprich an, was dein Wunsch ist und so weiter. Es ist so wichtig, gerade wenn man, ich muss mir das immer wieder sagen, wenn ich eine Kritik bringen möchte, dann ist es nicht besser, wenn ich es zuerst groß mache und verallgemeinere. Weil die Person kann es, je konkreter und nachweisbar und klarer das es ist, desto eher kann es die Person nehmen und desto weniger fährt sie dann eben gerade die Mauern hoch. Also wenn ich dir sage, hey, gestern hast du den Satz gesagt, zum Beispiel, keine Ahnung, oder gestern hast du mir nicht Danke gesagt, dass ich die Spülmaschine ausgeräumt habe, obwohl du es hättest machen sollen. Dann habe ich eine ganz konkrete Situation und das kannst du annehmen und dann können wir diskutieren. Also gibt es eine Grundlage, wo wir sprechen können. Aber wenn ich sage, du bist nie dankbar für alles, was ich mache, genau. Es stimmt sowieso nie. Darum das stimmt dann nicht, genau. Ja. Nächste Kommunikationsform ist die Defensivität. Oder eben auch schönes Wort. Defensivität oder Rückweisung von Verantwortung. Ja, genau. Auch darin habe ich mich oder sehe ich mich selbst schon auch sehr oft, wenn man die Verantwortung eben zurückweist. Also man selbst ist gar nicht schuld an dem, was jetzt eben gerade passiert ist. Oder das, was du jetzt sagst, was ich ändern müsste, nee, das bin ich gar nicht. Und man
gesteht keine Fehler ein oder man macht sogar Gegenvorwürfe, dass man dann sagt, ja, du machst ja erst recht nicht und so weiter. Auch, dass man sich nicht entschuldigen kann. Und hier einander vergeben, da merke ich, das ist einfach wichtig. Wenn man sich selbst als Opfer dann darstellt, also man macht dann eigentlich aus dem Wunsch des Gegenübers, dass man ein Verhalten vielleicht ändern soll, kehrt man das um und man stellt sich selber als Opfer dar. Und dann ist man wie das, was der andere einem sagen will, das verliert total an Gewicht. Und man selber wird dann plötzlich das Opfer und es geht dann nur noch um einen selbst. Und das führt dann auch dazu, dass keine Problemlösung wirklich angegangen wird, gemeinsam. Man bleibt dann immer an Ort und Stelle. Und das ist auch ein Punkt, der sehr wichtig ist, dass man wirklich jetzt schaut, okay, und jetzt, wo gehen wir gemeinsam hin? Jakobus 1, 5, Vers 16, da sagt Jakobus, und es gibt noch viele andere Stellen, bekennt einander eure Sünden. Und das ganze Prinzip des Dinge einfach ans Licht bringen. Und gerade im Streit drin fällt das natürlich schwierig, dass man dann dazu steht, was man selber falsch gemacht hat. Aber es ist unglaublich wichtig, dass man das eben kann und dass man lernt. Weil ich tendiere immer dazu, sobald wir eine Diskussion haben, wie meistens ist es ja nachträglich eine Situation, eine Reaktion von mir hat dich verletzt, ich habe ein bisschen impulsiv reagiert und das hat dich dann wieder verletzt, weil ich schnippisch reagiere oder mich zurückziehe und dann bin ich da, wo ich es eigentlich nicht eingestehen möchte, dass mein Verhalten verletzt war, sondern ich drehe es dann schnell um und ich bin dann in meinen Gedanken, lege ich mir alles zurecht, ja, das, was du gemacht hast, ist ja viel schlimmer und ich entschuldige mich jetzt nicht und ich bin dann so, ich versuche in meinen Gedanken so in meinen Verletzungen mich zu suhlen und aufzublasen, was du alles falsch machst, um ja nicht an den Punkt zu kommen, wo ich eingestehen muss, mir selber, ja stimmt, eigentlich habe ich ja auch einen Fehler begangen. Und ich kenne das mega, mega gut, dass ich eben so versuche, auch in meinen Emotionen drin, der Verletzte zu sein, das Opfer zu sein, diese Opfermentalität liebe, weil ein Opfer muss sich nicht entschuldigen, sondern ein Opfer kann erwarten, dass du dich bei ihm entschuldigst. Und ich merke, das spielt sich so in meinem Kopf eben dann lang ab und dann, dass ich in diesem Opfermentalität eigentlich bleibe. Ja, und ich merke, bei mir ist so, eigentlich will ich schon bereit sein, von der Opferrolle oder Opferhaltung herauszukommen und ich will dich anhören, ich will doch wissen, was stört dich jetzt an mir, ich will mich doch verbessern, denn ich liebe dich ja und ich will ja nicht einfach dich ignorieren, aber ich merke, es fällt mir einfach unglaublich schwer, den ersten Schritt zu machen. Ich muss immer wie zuerst angehört werden, ich muss zuerst verstanden werden, ich muss zuerst eine Entschuldigung hören und erst dann merke ich, wie ich bereit bin, dir zuzuhören und dich ernst zu nehmen in dem Punkt, wo du eigentlich anbringen willst. Und ich merke, da muss ich mich unbedingt etwas zusammenreißen, dass auch ich den ersten Schritt mache und nicht immer nur erwarte, ja, du kommst dann schon zuerst. Ja, das ist das Problem. Wir sind beide ein bisschen dickköpfig und dann steigen wir die Streits halt hoch, weil noch niemand bereit ist, seine Fehler einzugestehen und dann so entstehen dann viele unserer Streits aus Kleinigkeiten, eben bauschen sich dann hoch. Wir sind zum Glück schon ein bisschen besser geworden, dass wir uns auch nicht mehr so hart provozieren lassen auch von dem anderen, aber ich glaube, das ist wirklich, wenn wir da besser werden und nicht defensiv bleiben, sondern eben jeder schnell bereit ist, okay, meine Verantwortung zu sehen. Also ich spreche zu mir selber, ja. Das wäre wahrscheinlich wichtig für uns. Ja? Aber ich denke schon, wir haben hier Fortschritte gemacht. Einfach auch ebenso nicht so streng sein miteinander oder einfach machen. Also das hilft mir schon auch, dass eben die Mauern nicht über 3 Tage hinweg gebaut werden, sondern okay, man kann jetzt vielleicht gerade nicht, aber 10 Minuten später geht es dann doch. Ich denke, das ist schon auch... kommt mit der Zeit, dass man das trainiert und dann klappt das dann auch. Also, ich glaube, in unserer Beziehungszeit haben wir unglaublich viel gestritten. Dann haben wir uns verlobt, dann ein bisschen vielleicht weniger, so habe ich es in Erinnerung. Und dann haben wir geheiratet und dann kam wirklich ein göttlicher Frieden irgendwie auch rein dann. Also ein Vertrauen zueinander. Bin ich wirklich froh. Und dann, wir haben ein bisschen eine mehr Gelassenheit.
Vielleicht, weil oder Doch, mehr finde ich schon Sicherheit auch, da ja. ist. Seit wir geheiratet haben, das hat wirklich eine krasse glaub Kraft schon Sicherheit, ja. reingegeben. Ja. Wir wussten, ja, wir haben noch ein Leben lang Zeit, um uns zu entwickeln miteinander. Ja. Das nächste, die verächtliche Kommunikation. Genau. Wenn man jetzt den Partner, die Partnerin abwertet, wenn man ihn oder sie wirklich lächerlich macht, wenn man ihn oder sie versucht klein zu machen, wenn man die Schwächen, die er oder sie hat, wenn man die so hervorheben will, wenn man ihn bloßstellen will. Vielleicht so ein Beispiel. Ja, genau, du schon wieder verlierst ja immer alles. Du und deine unorganisierte Art oder ach ja, hast schon wieder einmal deinen Schlüssel verloren. Es nervt mich langsam. Oder wenn man die Schwächen auch wirklich ausspielt, ausnutzt, wenn man zynisch wird, wenn man so einen sarkastischen Tonfall beginnt anzuwenden oder auch die Augen verdreht, wenn der andere etwas sagt. So, wenn man einfach negative Mimik und Gestik anwendet. Also hier kommt auch das ganze Paraverbale oder Nonverbale ins Spiel. Das gehört ja auch zur Kommunikation und kann eben auch eine mega Wirkung auf den anderen haben und eben auch signalisieren, ich höre dir nicht zu, ich nehme dich nicht ernst, ist mir eigentlich total egal, was du sagst, was du willst. Ach, und du nervst sogar mit dem, was du sagst. Also das ist auch ein Punkt, der sehr toxisch für eine Beziehung sein kann. Also paraverbal bedeutet zum Beispiel, wenn ich mache, das zum Beispiel. Ja, also das ist dann vielleicht mehr nonverbal. Paraverbal ist so auch die Höhe, Tonlage. Ja, genau. Okay. Also zum Beispiel, wenn ich sage, du hast es gar nicht so gemeint. Also wenn ich das ja, oder wenn du meine Stimme nachäffelst, weißt du. Nachäffeln. Ja, ja genau. Gut. Aber bös gemeint natürlich. Also wenn ich bös gemeint, einfach Strategien, um dich klein zu machen. Ein Stück weit. Epheser 4, Vers 29. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut, aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Jetzt, das klingt ja erstmal so, also es soll für andere gut und aufbauend sein. Jetzt das Wort, das hier wirklich gesagt wird in der Bibel, und das ist noch krass, ich habe das nachgeschaut, ist das Wort Charis. Und das ist eigentlich, bedeutet es, hey, mit deinem Reden sollst du die Gunst, die du von Gott erhalten hast, weitergeben. Und ich finde das mega krass. In unserem Reden soll ich so sprechen mit dir, über dich, wie Gott mich und dich eigentlich auch sieht. Und das ist noch krass, dass der Paulus das so krass schreibt. Hey, sprich göttlich mit deiner Frau. Also miteinander, nicht nur da, aber auch sprich göttlich. Sprich so, wie ich sie sehe mit Sina. Und ich finde es noch krass darum, Gott hat nie Verachtung für uns oder nie auch Verurteilung oder Härte oder eben diese Verachtung, sondern einfach die Liebe muss da sein. Schon Klarheit, Wahrheit, das ist nicht das Problem, aber diese göttliche Sicht, und das challenge mich, und das deckt sich so mit dem, dass eben verächtliche Kommunikation keinen Platz haben kann. Und trotzdem passiert's. Ich glaube, wenn man halt verletzt ist vom anderen oder wenn da irgendetwas ist, dann ist man so schnell da, dass man das aus Verletzung heraus den anderen abwerten möchte. Ich weiß noch, ich habe nur einmal habe ich das Wort Zicke dir gesagt. Das habe ich einmal gemacht und leck mir. Ja, dann bist du gestiegen und hast mir... Und ja, das habe ich halt getriggert. Ja, aber ich habe gemerkt, okay, stimmt, das geht wirklich nicht. Das ist nicht erlaubt, so negative Dinge über dir auszusprechen. Das geht unter keinen Umständen. Wir können streiten, ich kann meine Argumente bringen, fair und so, aber das ist nur noch Verachtung, das hat nichts Positives an sich. Und das war noch cool. Einmal habe ich das gemacht und dann nie mehr. Ja, da kann man ja auch nichts damit anfangen. Also was soll ich dann ändern? Wenn man sagt, ja, du bist eine Zicke, so, aha, okay, gut, ja, das heißt also, was heißt das jetzt genau? Ja. Es war nur eigentlich aus meiner Verletzung, das dich auch runterzudrücken. Und das ist, bringt nichts. Tut mir leid. Ich habe dir das nie gesagt, es tut mir leid. Nein, ich habe dir das dann gesagt. Ja. Du bist keine Zicke. Ja, danke schön. Was war das Schlimmste, was du mir gesagt hast?
Ja, das müsste man zensieren. Das müsste man zensieren. Also wir zensieren es hier. Piep, piep, piep. Aber eben, es kommt so schnell, dass im Streit drin etwas über die Lippen einem rutscht. Und wir haben wirklich, aber ich finde, wir haben das wirklich jetzt auch uns trainiert, das gibt es eigentlich nicht mehr. Dass wir so wirklich krasse, negative Dinge einander sagen. Ja, ja eben, und da kann ich auch die Überleitung wieder machen zum Beginn. Also überlegt, was ihr einander sagt. Denkt darüber nach. Oder es ist nicht einfach so mal herauslassen, was alles in einem drin ist. Das passiert ja eben genau oft im Streit, wenn man verletzt ist und so. Aber dass man eben überlegt, und das wird dann auch zu einem Training. Okay, ich habe mich daran gewöhnt, solche Wörter nicht mehr auszusprechen. Aber das war ein bewusstes Training, ja. Yes. Das nächste ist die provokative Kommunikation. Das tönt so positiv eigentlich. Provokativ. Ja, nein, ist es nicht. Oh. Es ist wirklich so, die Überlegenheit zu signalisieren. Also wenn man vielleicht viel kluger, weiser, wortgewandter ist. Also ich hatte zu Beginn unserer Beziehung auch schon sehr, sehr Mühe, meine Emotionen in Worte umzuformulieren und hatte deshalb ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und da bist du dann mit deiner Überlegenheit reingekommen, wenn man Fragen stellt, die gar nicht beantwortbar sind. Wenn ich zum Beispiel dich fragen würde, ja, hast du denn überhaupt eine Ahnung, wie es ist, eine Frau zu sein? Das ist so, was soll ich da jetzt dazu sagen, oder? Wenn man genau weiß, das ist jetzt eine Schwäche von ihm, von ihr und ich spiele genau diese Schwäche aus, wenn man eben provoziert und das Gegenüber dadurch keine Argumente mehr finden kann und man auch klar zeigt, hey, ich kann dich im Fall voll fertig machen. Ich glaube, mir kommt das da wirklich in den Sinn, dass ich sehr oft am Anfang eben meine Dominanz ausgespielt habe. Das hast du jetzt vorher kurz auch erwähnt, wenn es darum geht, dass ich sachlich argumentieren kann. Und gleichzeitig habe ich eben gemerkt, dass sobald es emotional wird, habe ich auf die rein sachliche Schiene gewechselt. Und jemand, der emotional aufgebracht ist, hat keine Chance, auf einer sachlichen Ebene noch weiter irgendwo zu diskutieren und weiterzumachen, weil der Sachliche immer wieder einfach, dann halt Argumente bringt. Und wenn dann habe ich gesagt, wenn du emotional wirst, ja gut, das ist für mich klar. Du hast ja keine Argumente mehr, darum bist du emotional. Also gut, habe ich den Streit gewonnen. Und das war für dich dann noch mehr eine Provokation, weil ich habe dir überhaupt nicht zugehört. Und wir hatten einfach so diesen Konflikt dann. Und ich habe gemerkt, es triggert dich unglaublich, wenn ich einfach sachlich argumentiere. Und am Anfang habe ich das genossen, das war mein Tool. So konnte ich die Streits gewinnen, weil in der Ehe, das verrate ich euch jetzt Geheimteam, es geht immer ums Gewinnen. Du musst den Streit gewinnen. Je mehr Streite du gewinnst, desto besserer Ehemann bist du. Nein, natürlich nicht. Also am Schluss gewinnt man den Streit und fragt sich dann, ja und jetzt, was habe ich davon? Und da habe ich gemerkt, ich musste wirklich umdenken. Ja, oder auch, das höre ich schon auch oft, wenn man sagt, ja, weißt du, geh einfach mal raus, beruhig dich und dann kommst du wieder und dann ist alles gut. So, wenn man eigentlich den anderen wie alleine lässt damit. Das kann es ja nicht sein, ja. Ich finde auf der anderen Seite, ich glaube, es kann genauso, wenn du deine Emotionen nutzen würdest, um dominant, du könntest mit deinen Emotionen auch dominant gegenüber mir sein. Also ich brauche auch zum Teil länger, bis ich verstehe, okay, was geht jetzt überhaupt emotional ab hier und irgendwie so. Und dann auch musst du mir manchmal den Raum geben, dass ich mich so einfach mich ein bisschen finden darf, bis ich spüre, okay, das ist jetzt genau das. Ich bin so langsam manchmal. Das brauchte ich manchmal sehr viel Geduld, bis ich so spüre. Aber ich glaube, das ist wirklich, es gibt immer Bereiche, wo man stärker ist als Ehepartner und da zu sagen, nein, ich setze das nicht als Waffe ein, das müssen wir lernen. Ja, genau. Ich habe das so gemacht, weil irgendwann habe ich dir so eine Karte gemacht, so eine rote Karte, so wie im Fußball, und der hat dir die gegeben und das ist meine Diskussionsstoppkarte, stand da, glaube ich, drauf. Und da hat es ein Bild drauf gehabt von mir, wo ich dich so anschaue. Und dann habe ich dir die geschenkt, damit, wenn ich im Streit wieder dazu tendiere, ich diskutiere dich zu Tode und du kannst dich nicht erklären, dann konntest du die nach vorne. Das hast du ein paar Mal gemacht im Streit, hast gesagt, okay, stopp,
stopp, hör auf zu diskutieren. Du musst mich jetzt zuhören. Und dann durfte ich so lange nicht sprechen, bis du das Gefühl hattest, ich habe dich jetzt verstanden, was du meinst. Genau. Und das hast du x-mal, musstest du das anwenden. Und so habe ich es gelernt, meine Diskussionsfähigkeit und meine Stärken nicht gegen dich auszunutzen. Ja. Genau. Heute brauche ich die zum Glück nicht mehr. Krass, hä? Da sind wir gewachsen drin. Ja. Kommen wir schauen noch das letzte noch an. Weil nicht zu kommunizieren und sich zurückzuziehen ist auch keine Lösung. Ganz genau. Und da sehe ich mich jetzt ganz besonders darin, Rückzug von Kommunikation, dass man gar nicht mehr zuhört, dass man, okay, jetzt das mache ich jetzt nicht gerade, so eigene Fingernägel angucken, so im Raum herumblicken, seufzen, den Blick abwenden. Aber vielleicht auch, was ich eben mehr gemacht habe, ist so, ich ziehe mich in einen anderen Raum zurück, ich schließe die Tür ab und zeige dir auch, ich will jetzt nicht mehr kommunizieren, ich kann nicht. Das sind so die Punkte. Rückzug von der Kommunikation. Aber ist es nicht manchmal auch gut, weil man seine Zeit braucht, bevor man diskutieren kann? Oder wenn man eben sonst kommt ja nur Aggression. Also ist ja nicht schlecht, mal auch sich zurückzuziehen. Absolut. Ich denke, wenn es auch einen Eigenschutz darstellt, wenn man merkt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll oder vielleicht raste ich einfach nur aus oder ich weiß gar nicht, was mein Problem ist, ich muss mal einen Schritt zurück machen, um mir Gedanken darüber zu machen, absolut super. Aber wenn es nur dazu dient, dem anderen zu zeigen, du hast mich jetzt verletzt, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben, wenn es eigentlich eine Kommunikation ist, dann muss man sagen, wähle eine andere Kommunikationsweise. Teile mit, was genau dich jetzt verletzt hat. Was ist dein Wunsch? Was macht das mit dir? Genau. Und das wäre dann eigentlich eine geeignetere Strategie. Ich habe gemerkt, ich ziehe mich manchmal zurück, weil ich zu faul bin. Ich kommuniziere nicht, weil ich zu faul bin. Oder zum Beispiel etwas triggert mich und ich bin zu faul oder zu stolz, dem nachzugehen, was ist es jetzt, und um es anzusprechen. Und ich habe gemerkt, das ist ein Rückzug von Kommunikation und eigentlich ist es toxisch, weil ich merke, logisch muss man nicht immer alles ansprechen, aber ich muss mich es darf nicht lieblos sein. Darum, ich habe gemerkt, es hat damit zu tun, ich finde das mega krass, Epheser 5, Vers 25. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab seinen Leib für sie. Weiter unten 28. Genau so müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Und ich finde es noch krass, dass Paulus da sagt, hey, look, es hat auch mit Selbstliebe zu tun, die Frau zu lieben. Und liebe die Frau, wie du dich selber liebst. Und ich habe erst gerade in den letzten Monaten das krass wieder erlebt, wie ungesund es ist, einfach Dinge nicht ernst zu nehmen, weil ich zu faul bin, mich darum zu kümmern, wenn mich etwas triggert. Und ich finde, es ist unfair dir gegenüber, weil es kommt dann irgendwann ja alles gebündelt dann doch hoch und dann ist es wie ein viel zu lange geeiterter Pickel, der dann hochkommt. Also lieber, solange es etwas da ist, einfach das anzusprechen. Und ich habe gemerkt, ich bin da so oft faul, wirklich hinzuschauen und mir zu überlegen, warum verletzt es mich, wenn du mir sagst, dass ich zum Beispiel, dass ich zu laut spreche. Warum verletzt mich das? Weil ja nur, ich habe jetzt zu laut gesprochen, das ist eigentlich eine sachliche Kritik, bitte sprich ein bisschen lauter, du sagst es sogar noch freundlich. Warum verletzt es mich? Und ich habe gemerkt, das Einfachste ich habe das so lange geübt, ich ignoriere das einfach. Und ich gehe da einfach, schaue nicht wirklich hin, weil ich zu faul bin. Und das ist mega feige. Und ich habe gemerkt, ich muss das wirklich, das ist lieblos mir selber gegenüber, dir gegenüber, wenn ich die Dinge nicht kommuniziere. Darum, ich glaube wirklich, ich muss als Mann da hinschauen, kommuniziere, wenn dich etwas triggert. Schau hin, frag dich selber und nachher sprich mit deiner Frau darüber. Und ich könnte ja sogar sagen, hey, ich weiß nicht warum, Sina, hilf mir herauszufinden, irgendwie, ich mag das nicht, wenn du sagst,
Und da bist du eben super darin, mir zu helfen und aufzuschlüsseln, was es sein könnte. Nicht nur, weil du Psychologin bist, sondern weil du mich sehr gut kennst als meine Frau. Das ist mega gut. Jetzt, wir haben hier viele diese 5 Kommunikationsarten angeschaut, die toxisch sein können. Jetzt, vielleicht habt ihr euch eben auch darin ein bisschen erkannt, was macht man jetzt, wenn man sich erkennt darin? Wie wird man besser in der Kommunikation? Also ich denke, das Wichtigste ist mal zu erkennen, eben es geht nicht darum, gar nicht mehr zu streiten oder oh, ich bin jetzt so schlecht und alles mache ich falsch und so. Eine konstruktive Kommunikation, die zeigt sich eben darin, dass man einander auch aktiv zuhört, also dass man Gegenfragen stellt, dass man das Gegenüber wirklich verstehen will, dass wenn du etwas sagst, dass ich dann das wiederhole und sage, hast du das damit gemeint? Verstehe ich richtig, das? Und das ist so geil, wenn du das machst. Das ist größer, aber wirklich, das ist krass, wirklich, wenn du im Streit, das ist in dem drin, das ist so toll, wenn du so mit mir streitest. Das habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Aber ich liebe das, wenn du so mit mir streitest, dann wirklich manchmal, merke ich, wie du hörst mir jetzt wirklich zu und dann habe ich meinen Punkt gemacht und dann wiederholst du nochmal, was ich gesagt habe. Genau. Das ist mega toll, weil ich fühle mich dann im Streit drin so verstanden und plötzlich habe ich will ich dich gar nicht mehr einfach, oder habe ich keine negativen Emotionen so mehr. Oder man nimmt den Wind aus dem Segel, ja. Genau. Und das ist eben genau, dass der Konflikt, der soll sich zeigen, aber er soll schlussendlich zu einer Lösung führen. Und das gelingt dann nur, wenn man wirklich das gleiche Verständnis von der Sache hat. Und das gleiche Verständnis, das erlangt man nur, wenn man dann wirklich auch fragt, haben wir jetzt wirklich das gleiche Verständnis? Und wo wollen wir jetzt gemeinsam hin? Und du kannst dann immer noch sagen, ja, du wünschst dir von mir, dass ich mehr da. Und da kann ich immer noch sagen, schau, ich kann dir das nicht geben. Ja, okay, wie können wir dann das jetzt lösen? Denn mein Bedürfnis dahinter ist das und das. Und das kann sich dann so in genau die Richtung bewegen, wo man eigentlich hin will. Ansonsten, wenn man diese toxische Kommunikationsweisen, wenn man dort bleibt, dann führt das nicht zu einer Lösung. Man geht auseinander, hat eine miese Stimmung. Diese miese Stimmung, die trägt man dann in den nächsten Konflikt hinein. Es ist dann wie, ja, beim letzten Mal war es auch schon so. Also man kann gar nicht mehr von Null beginnen. Und das ist dann, ja, nicht förderlich. Für uns war es auch immer sehr wichtig, wir haben gemerkt, es tut uns mega gut, dass wir das ganz klar sagen, wir sind ein Team. Ja. Und wir kämpfen gemeinsam gegen unsere Herausforderungen. Und Scheidung ist gar keine Option, das heißt, wir gehören sowieso zusammen, wir halten zusammen und wir kämpfen gegen das Toxische. Und nicht ich kämpfe gegen deine Toxikheit oder du gegen meine, sondern wir kämpfen gemeinsam gegen alle toxischen Dinge in unserer Beziehung. Ja. Und darum irgendwie haben wir viel eigentlich auch da, dann können wir auch darüber sprechen oder eben auch sehen, okay, das habe ich noch, das hast du noch, aber wir sind das Team und wir kämpfen gemeinsam dagegen. Yes. Genau. Das hilft uns mega. Ich glaube, wir sind ein Team, damit können wir gut hier beenden. Ich hoffe, es ermutigt euch auch, genau, gerade wenn ihr in der Beziehung seid, einfach zu merken, okay, es braucht einen Weg, man kann das lernen, man kann Schritte machen und das kann man wirklich. Wir haben uns so weit entwickelt und es ist wirklich so cool. Heute sind wir beide da, wo wir sagen, wir sind so unglaublich happy in unserer Ehe, miteinander, mit dem, was wir gebaut haben. Nicht, weil es von Anfang an alles super war, sondern weil wir richtig viel da rein investiert haben und so eine Ehe, so einen Tiefgang, den wir jetzt haben, so eine Streitkultur haben wir uns aufgebaut, hart erarbeitet, aber es ist uns gelungen und das ist eben dann, das ist so super, super schön. Darum möchten wir dich ermutigen. Und komm, wir beten noch für euch, gerade wenn ihr in einer Beziehung seid oder vielleicht auch Single oder einfach, komm, wir beten noch gerade für diese Dinge. Ist das gut? Gerne. Magst du auch beten oder soll ich? Nein, ich mache auch gerne, ja. Starte doch du gleich. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir einfach für jede Beziehung, für alle, die jetzt hier zuhören, zuschauen, die daran interessiert sind, wirklich deine Gedanken in ihre Beziehung mit hineinzunehmen, zu lernen, wie man miteinander wirklich respektvoll und lösungsorientiert kommuniziert, weil das wirklich
Nähe schafft. Es ist nicht einfach nur so, überlebt man eine Beziehung. Im Gegenteil, so wird die Beziehung stärker. Und genau das wünsche ich mir für die Beziehungen von heute, dass sie wirklich gestärkt werden, auch mit deinen Gedanken. Und daher bitte ich ja um deine Weisheit, auch um deinen Schutz, um all die Herzen, die jetzt hinausgehen wollen und das versuchen umzusetzen, dass da wirklich auch keine Brüche passieren, sondern im Gegenteil, dass dieser Blumenstrauß wirklich sich entfalten kann und die Personen erkennen können, okay, krass, Kommunikation ist wirklich ein Tool, das wir nutzen können und das unsere Beziehung belebt, weil du uns auch schon gelehrt hast, hey, kommuniziert gut miteinander. Und Heiliger Geist, ich bitte dich überall da, wo du uns jetzt überführt hast, dass wir noch toxisch reagieren, komm da rein und scheine dein Licht herein. Und ich bitte dich auch, dass, wo es auch noch aus Verletzungen, tieferen Verletzungen vielleicht kommt oder tieferen Festlegungen, da bitte ich dich, dass du dein Licht hineinscheinst und Schritt für Schritt mit uns in die Freiheit hineinkommst. Wir möchten nicht gefangen sein in diesen Bereichen. Wir möchten liebevoll und frei sein, so wie es uns zusteht, als Kinder von dir, Gott. Führe uns da und wir legen dir unser Herz darum hin und heile du, was geheilt werden soll. Und ich segne euch alle mit der Gunst, dass ihr Gottes Gedanken über euch selber erkennt und über euren Partnern und Freunden und Familien. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören. Ist schön, dass ihr euch immer wieder da mit einklingt und an euren Beziehungen wächst. Bis bald wieder. Sunday Night on Air.